Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft es schon wohl den am heiß gepriesensten Film vom Jahr 2025 dabei. The Brutalist lebt lo aktuell am Kino und kann nicht mehr mit einer überdriebener Länge glänzen. The Brutalist, das ist der neue Film von Brady Corbett an erzählt uns binnen 3 Stunden und 35 Minuten eine Geschichte von einem jüdischen Flüchtling, den im Zweiten Weltkrieg an die USA auswandert. Da probiert den American Dream zu leben. Das ist mal eine übergeordnete Geschichte von dem Ganzen. Das muss ich schon mal direkt sagen. Der Film mischt ganz viel Fässer auf. Logischerweise bei 3 Stunden 35 kann in dat jo Moment können jo mehr Themen behandelt gehen. Mir starten den Film mit einer auf der Kopf stehender Freiheitsstatue, ganz symbolträchtig Bild schon mal direkt am Anfang. An der Hauptrolle haben wir den Adrian Brody, den Architekt Laszlo Toth spielt. Den hat wirklich ein Screentime unwahrscheinlich. Das ist wirklich, also ich glaube nicht, dass ich schon jemanden einen Schauspieler gesehen habe, den so viel Screentime hat, das wirklich der Wahnsinn. Und er möchte das auch so gut. Er bringt uns heute durch die vielen Facetten, wie ihn an die USA könnt, wie ihn da probiert Fuß zu fassen, wie ihn nicht als Schnorrer will rüberkommen, wie ihn sein Weh will machen und auch nicht in engem will stehen, mir einfach dem Mensch sind, denen vier drun auch war an den trifft du ob ganz viel Reckschläge, weil das ganze Thema mit Leid abholen, mit Flüchtlingen abholen und dann eben auch den American Dream wirkt, wer den Film mehr lang guckt, immer mehr wie eine Illusion. Immer so Lichtblicker dazwischen, wo ihr seht, vielleicht gelingt dem ja aber immer steht der Mann da in dem Druck, in der Murcht von anderen Leuten. Murchtausübung als insgesamt auch ein Thema, was ganz viel behandelt wird. Die Rolle überhält dann der Guy Pearce, den Harrison spielt, den super reichen Amerikaner spielt und ein bisschen so mit den Leuten umgeht, wie es ihm auch gefällt. Trotzdem immer mal so charmant drüber könnt, weil der Mann steht ja nicht für nichts, wo er steht. Aber trotzdem, sobald irgendwie kritisch geht, dann irgendetwas ihm nicht gefällt, flippt der komplett aus und vergisst alles, was jemand ausgemacht hat, seht, nee, das ist mir doch alles egal, verpiss dich alle Guten. Und in dem Druck, in der Murcht von dem Mann steht dann der Laszlo Toth und muss sich dem immer fügen. Und das während der ganzen Zeit von dem Film, das ist so leidiges Thema, wo ihr seht, du sitzt ein Mann, den brillant aus, den Genie aus, ein Architekt wahnsinnigen Ausmaßes aus dem Bauhausstil und lässt sich dann von so einem Banaus entre guillemets, weil er Geld am Mursch tut, mussten sich dann den Moment innerbottern losen. Insgesamt also während von den zwei, also der Kampf zwischen den zwei Mursch an Talent sozusagen. Den einen Mann, der mittellos ist, aber Talent tut, steht dem anderen, der kein Talent tut, aber trotzdem die sogenannte Mittelhut an einem ungleichen Gleichgewicht. Und du musst immer dem anderen klar kommen und es stellt sich dann natürlich beweist sich dann, wen dann wirklich Murcht über den anderen hört. Und das ist dann insgesamt ein Thema, was sich wirklich während der ganzen Zeit über unhält. Insgesamt dann auch als Jude an der Gesellschaft unzukommen, für dich muss von überall gesagt zu können, dass er akzeptiert das. Sobald er aber Fuß aus der Society da raus bewegt und nicht mehr genau ihren Idealen an ihrer Weltvorstellung entspricht, also dann nicht mehr akzeptiert. Das geht da ganz sehr über, wann hin dann sein großes Bauwerk für den Harrison will realisieren und für dich muss jeder das super finden und dann Community dann sobald das Ganze dann irgendwie optisch und Sache kennt erinnern, direkt ausflippen also nee, das will man aber dann nicht. So viel Genie als dann aber nicht gewollt, dann muss hin sich aber fügen, weil hier könnt ihr schließlich bei uns und muss sich dem beugen, was mir gerne von ihm hätten. Du könnt am Film ein Zitat vom Goethe für, was das ganz wirklich mal null auf den Kopf trifft, kein als mehr hoffnungslos versklavt wie die Menge frei zu sehen. Und das umfasst halt den ganzen Film, hin als immer darauf angewiesen, ob Tölle von den anderen, ob Tölle von denen Leuten, die ihm eben die Gunst gehen,
dürfen bei ihnen zu leben. Auch der Bo vom Harrison bringt dann irgendwann einen Satz, du bist auch nimmen high geduldet. Für dann eben Doneinke klar zu machen, dass hin niemals Wert von der Community akzeptiert, gehen mir einfach nimmen geduldet. Ganz schwer Themen, die aber ästhetisch ganz krass an Szenen gefasst gehen. Der Film also auf 35 mm gedreht gehen und dann auf 70 mm konvertiert gehen und das tut dem Film wirklich extrem gut. Die 35 mm Kamera fängen den Film an einer Ästhetik an, die wirklich fantastisch ist. Unfassbar schön Farben und insgesamt die ganzen Kameraerstellungen, die einfach nimmen Zocker sind. All Scene, all Frame, kein den sich ausdrucken und abhängen. Der Film ist ästhetisch schon einfach nimmen der Wahnsinn und es kann in sich nicht satt gucken. Trotzdem hat der Film während 3 Stunden 35 Minuten definitiv auch seine Längen. Es hat am Anfang ein bisschen mit Schwierigkeiten ranzukommen und hört am Anfang schon mal direkt ganz lost Pacing. Wir gehen um die Charakteren rumgeführt, wir gehen auf dem W-Matt geholt und natürlich ist das nicht immer alles Schlag auf Schlag. Da kommen auch mal Heinz du Länge dafür, aber der Film rät sich eben durch seine wunderschöne Ästhetik und durch sein wahnsinnig gut Spielen. Die Schauspieler bringen das ganz einfach auf den Punkt und machen den Film zu dem, was der endeffektlich wirklich ist. Da wird der Krute Brutalist auch nicht für nichts überall Standing Ovations geht schon zum Film vom Jahr 2025 gekürt. Chancen stehen auf jeden Fall wirklich gut für Donau kein Drop zu setzen. Das dürfte wohl schwierig gehen. Mit der Länge von über 3 Stunden oder über 3,5 Stunden braucht er aber nicht wirklich Angst zu haben, weil der Film gönnt ihr tatsächlich an der Halbzeit eine Pause von 15 Minuten. Dann ist ein Frame von einem Familienbild da und da steht dann da, voilà, du hast eine Pause, 15 Minuten Zeit, da kann ein Kajirin sich etwas zu trinken sich gehen und ein Kopf Toilette gehen und dann geht das ganz weiter. Das hat dem Film auf jeden Fall gut getan, das erste Kapitel aufzuschließen, dann eine Pause zu bringen und da weiterzufahren, weil ich den Film nur da Abend gucken, war schon relativ mit, wo ich gekommen sind und schon gedacht und hoffentlich packen wir das dort. Du wenn der Martin verschiedene Längen war das heißt du bist kritisch gehen aber so ein Pause zu tischen bei so einem extrem lange Film das den schon mal wirklich gut. The Brutalist as für mich du wenn ich kennt nach ein Stunde darüber schwätzen. Ich denke an unserem Podcast Plot Twist wird man darüber nein viel mehr detailliert schwätzen. Du wenn der lächelt du gerne einen Randen Link aus an der Videobeschreibung und an dem Sinn erzählt man gerne in den Kommentaren wie ich den Film gefallen wird oder ob den Winter lenkt vielleicht gut nicht gucke geht könnt ihr mir auch gerne verroden und an dem Sinn verabschieden ich mich wünschen dir noch ganz viel Spaß am Kino mit The Brutalist. Ciao!